Das Buch von Heinz Wohlmeier ist wie eigentlich immer so eine Art Kaleidoskop mit Versatzstücken, die Gesellschaftsbezüge auf unterschiedlichen Ebenen haben. Ich konzentriere mich jetzt auf die Versatzstücke, die ökonomischen Inhalt haben, weil und lasse auch Zinseszins und andere Dinge aus, weil das werden wir noch später ausdiskutieren. Ich glaube, der wirklich entscheidende und der Teil, den ich mit großem Interesse und eigentlich mit viel Spaß gelesen habe, ist der über die ganz großen Probleme, die wir jetzt haben. Welche Probleme sind es? Wir haben eine Währungsunion konstruiert, die mit Geburtsfehlern konstruiert worden ist, wieder besseres Wissen und die absolut nicht erforderlich war zur Absicherung des Binnenmarktes. Wir haben zweitens zugelassen, dass die globale Hochfinanz eine Riesenbubble produziert, die ganz, ganz große Probleme in der Zukunft uns ersteht, auch in deinem Buch drinnen. Die Lösung dieser Verschuldungsdimensionen ist ein ganz großes Problem. Und der dritte Punkt ist, wir haben zugelassen, dass aufgrund dieser Bubble irgendwie, dass sich Regierungen auf der einen Seite und auch private Unternehmungen, wenn sie an Spanien denken, in einem Ausmaß verschuldet haben, das extrem hoch ist und eigentlich an die Existenz vieler Gemeinwesen geht. Die Frage ist das ein neues Phänomen? Überhaupt nicht. Wenn Sie ein sehr schönes Buch lesen von Carmen Reinhardt und Ken Rogoff, die schreiben, die letzten 800 Jahre, das war immer dasselbe. Da steht auch drin, wie oft Österreich das gemacht hat, was Griechenland jetzt gerade machen wird. Zweite Geschichte von Peter Garber gibt es einen schönen Artikel, der beschreibt, seit vom 16. Jahrhundert weg, wie Finanzkrisen entstanden sind. Das ist 1:1 das, was wir jetzt beobachten. Das heißt, wir haben nicht die Ausrede, wir haben es nicht gewusst. Wir haben es gewusst. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wieso kommt es trotzdem immer wieder dazu? Das heißt, wir haben gewusst, wie eine Währungsunion konstruiert sein muss, die funktioniert hat. Das wussten alle zuvor. Das lernen Studierende im ersten Semester Ökonomie. Die Frage ist dann, war das Desaster vorhersehbar und gab es Leute, die es vorhergesehen haben? Ja, natürlich. Und eigenartigerweise Leute, von denen man es nicht erwarten würde. Martin Feldstein, nicht gerade ein linksliberaler Ökonom, sondern einer der harten Chicago Boys, schreibt seit 20 Jahren, er hat 10 Jahre, bevor die Währungsunion konstruiert worden ist, schon darüber geschrieben, das wird nicht funktionieren. Mit Argumenten, die ganz genau getroffen haben. Oder es gab vor der Einführung einen Riesenprotest von mehr als 100 europäischen Ökonomen, die gesagt haben, so geht es nicht, das wird nicht funktionieren. Und der dritte Fall ist Robert Skidelsky, ist ein englischer Ökonom, ein Großkeynesianer, der auch seit Jahren über diese Dinge schreibt und entgegen dem Mainstream geschrieben hat und eigentlich völlig recht gehabt hat. Das heißt, warum gibt es dann diese Sache? Man kann überlegen, wer sind die Gewinner, auch einer fehlkonstruierten Währungsunion. Die Gewinner sind auf der einen Seite, Sie werden sich wundern, Deutschland. Deutschland wusste, dass das Problem mit der harten Währung weg sein wird, wenn wir in einer relativ weichen Währungsunion drinnen sind. Und Deutschland hat gewusst, dass das Währungsrisiko sinken wird. Und Deutschland war gut vorbereitet drauf, und wenn Sie sich die Lohnstückkosten anschauen in den letzten 10 Jahren, dann ging die Deutschland so runter und in allen anderen Ländern nach oben. Das heißt, man hätte sich natürlich ähnlich wie Deutschland verhalten können. Dies wurde schon angesprochen, es gibt, sage ich, kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern, die in dieser Währungsunion drin sind. Die anderen Gewinner sind natürlich Gewinner, unter Anführungszeichen Gewinner, die südeuropäischen Länder, Griechenland, Portugal, Italien, die Preisstabilität importiert haben und zur gleichen Zeit einen enormen Druck auf die Realzinsen hatten. Mit so niedrigen Realzinsen ist es nicht verwunderlich, dass Spanien ganze Landschaften zupflastert mit Immobilien. Die Rendite kommt automatisch, wenn Sie praktisch eine Netto-Realverzinsung von 0 haben, dann macht das Sinn. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir leben in einer Währungsunion, die von der Konstruktion her so ausschaut, dass sie nicht optimal ist und wo langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kosten höher sind als die Nutzen. Das ist die Ausgangssituation jetzt. Das heißt, wenn wir Pech haben, zahlen wir sehr, sehr lange dafür. Ich möchte das nicht so lange machen jetzt, aber die Frage ist noch einmal, wie kommt es dazu? Die Dinge, die du in deinem Buch anschreibst, dieser irgendwie Politikversagen, waren sie uninformiert bei der Entscheidung oder sind es so in dem Sinne eines französischen Philosophen kriminelle Eliten? Es sind keine kriminellen Eliten, weil es gibt keine Gesetze, die dieses Handeln kriminell werden lassen. Wir haben seit den 80er Jahren liberalisiert. Alles, was hier beschränkend wirken könnte, ist weg.
Das heißt, es gibt keine Fehlhandlungen. Es würde dorthin gehen, was Sie gesagt haben, gibt es Moral in dem Bereich. Nein, ich denke, die Incentives sind so hoch. Moral zieht hier sicherlich den Kürzer. Das zusätzliche Problem ist, dass wir, und das wird auch hier in deinem Buch beschrieben, dass wir im Augenblick in einer Situation sind, wo die Politik uns rettet mit unserem Geld, mit Mitteln, die eigentlich ungeeignet sind und das eigentliche Problem nicht anpassen. Das ist die eigentliche Tragödie, in der wir jetzt stecken. Und wieder die Frage, wissen wir es nicht oder wollen wir nicht? In Summe, ich glaube, diese Situation, ich habe vor kurzem eine Karikatur gesehen, die genau hier passt. Zwei Schiffbrüchige auf dem Nordatlantik auf einer Eisscholle. Und sie haben schon abgeschlossen mit dem Leben. Dann plötzlich ruft einer, wir sind gerettet, dort kommt die Titanic. No. Und das ist genau die Situation, in der wir jetzt sind. Das heißt, ich schließe das schon ab. Die Situation heute ist, wir haben ein viel größeres Problem zu lösen, und Heinz Wohlmeier spricht das ja an. Wir haben nicht eine Bankenkrise, wir haben eine umfassende Krise der Regulierung und Struktur der Kapitalmärkte auf globaler Ebene. Und das muss angegeben. Und natürlich auch das kommt mit dir vor, dass bestimmte institutionelle Anleger mit machtbeherrschender Stellung die Regeln dieser Märkte diktieren, die den Politikern Gesetze vorgeben und die werden dann mehr oder weniger so umgesetzt. Es gab einen interessanten Hilferuf vor knapp 2 Jahren aus dem Europäischen Parlament, die gesagt haben, wir haben keine Chance gegen die Finanzlobby, die haben so viel Mittel, Ressourcen, Know-how, wir verstehen nicht, was los ist. Und das ist eine Sache, wo tatsächlich Demokratie am Scheideweg ist, wenn sie nicht mehr die Mittel haben, um sich gegen Dinge zu wehren, gegen denen sie das Gefühl haben, die funktionieren nicht, dann wird es wirklich schwierig. Der letzte Punkt, denke ich, und der ist auch hier schon angesprochen worden, ist, was generieren wir damit? Und es nützt uns nichts, wenn im Durchschnitt das Bruttoinlandsprodukt steigt. Wir haben ganz große Teile der Bevölkerung, die seit 10, 20 Jahren keinen Einkommenszuwachs mehr haben. In den USA dasselbe, das Medianeinkommen steigt nicht mehr, in Europa dasselbe. Wenn Sie die letzten 2 OECD-Berichte anschauen, 2009 und 2011 über die Armut in den OECD-Ländern, das ist bedrückend, was Sie dort lesen. Und es ist arbeitsmarktinduziert. Wir drücken die Leute bei den Löhnen, reduzieren ihre Arbeitszeit und lassen sie in der verkürzten Arbeitszeit mehr arbeiten. Das ist die Geschichte, die jetzt läuft. Das heißt, wir generieren soziale Spannungen, und da bin ich bei Ihnen mit dem Internal Unrest. Die Frage ist, ob Österreich was schafft wie Algerien, einen algerischen Frühling. Wir schaffen keinen alpenländischen Frühling, weil wir werden sehr lange brauchen. Aber die Dinge werden nicht entspannt. Das ist ganz klar. Letzter Punkt jetzt, die Rolle der Politik und kurz zur Verschwörungstheorie. Die Frage, wen vertritt die Politik, wenn sie sehr stark durch Lobbyinteressen durchsetzt ist? Das ist eine ganz zentrale Frage. Die zweite Frage ist, was ist der Zeithorizont dieser Entscheidungen? Frau Merkel könnte sagen, vielleicht gewinne ich die nächste Wahl nicht, wenn ich diese, dann okay, brauche ich nichts zu tun. Und der letzte Punkt ist, worauf bezieht sich der Term politische Verantwortung? Ist es Verantwortung für das Gemeinwesen insgesamt oder ist es Verantwortung für die eigene politische Partei, für eine Partei, für diese Dinge? Ich glaube, das sind Dinge, die wir offen nie diskutieren, aber wir sitzen hier auf sicherer Ebene und können das diskutieren. Letzter Punkt, Verschwörungstheorie der Welt. Du hast ja begonnen mit der historischen Entstehung des Geldwesens und zum Schluss kommt es auf Seite 142 so eine schöne Abfolge, wie würde ich eine Situation anlegen, wie wir sie jetzt haben, wenn ich davon profitieren würde. Und ich glaube, sie liegt nicht so weit weg von dem, was tatsächlich passiert. Weil, ich sage als Ökonom, wir Ökonomen gehen davon aus, dass Wirtschaftswerte rational sind. Super rational in der Theorie. Wir wissen nur, dass es in der Praxis oft nicht gut funktioniert, weil wir zu hohe Kosten bei der Informationsbeschaffung haben und zweitens, weil wir kognitive Beschränkungen haben. Manchmal sind wir zu dumm und all diese Dinge. Wenn es einen Sektor gibt, wo die 2 Beschränkungen nicht greifen, dann ist es der Finance-Sektor. Der Finance-Sektor, die besten Ökonomen gehen dorthin, der Finance-Sektor hat das meiste Geld und kann alle diese Beschränkungen überwinden. Und drittens, er hat extremen Einfluss auf politische Prozesse durch sein schieres Gewicht. Deswegen denke ich, man braucht kein Verschwörungstheoretiker zu sein, um diese Dinge zu sehen. Aus meiner Sicht ist es völlig logisch, dass wenn ich marktbeherrschend bin, überlegene Einsicht in das System habe, dass ich meine Vorteile suche. Und dass Goldman Sachs Griechenland beraten hat, wie komme ich trotz nicht gegebener Voraussetzungen in die Währungsunion, ist ja nur eine Facette, die eine Rolle spielt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.